Ein Oktobersamstag im Quittengarten der Familie Huber. Das ganze Jahr lang haben sie auf die Ernte hingearbeitet, weil sie aus den Früchten erst Saft machen wollen und dann Gelee, Punsch, Likör und vor allem Wein. Wir fangen an dem Baum fangen wir da an, gell? Da. Weil nämlich da ist der Pflaum schon ziemlich weggert. Den kann man schön wegreiben, da. Das geht schon, der ist schon zurückgebildet. Nur wenn sich der Pflaum auf der Schale leicht wegreiben lässt und die Quitte gelb ist und nicht mehr grün, ist sie richtig reif und voller Aroma. Deshalb werden sie heute nur einen Teil der Quittenbäume abernten. Das ist gar nicht so ohne. Die Kinder geben wieder Obacht, wie die letzten Jahre auch, wenn ich runterschüttelt, also keiner unter den Baum reingehe, weil sonst ist das Problem, dass solche auf den Kopf fallen. Schauen wir mal, wie viel das der Opa Kraft hat. Ja. Die Aufgaben sind klar verteilt. Opa Josef Huber ist der Chef und Schüttler. Jetzt darf's anfangen. Die anderen 3 Generationen Hubers sind für das Zusammenklauben zuständig. Und hochmotiviert, denn es geht um viel. Es ist eigentlich wichtig, dass wir ausreichend Früchte dazu bringen, also ernten können. Wir haben nämlich also die Presse, die Bandpresse, da brauchen wir mindestens also 500 Kilo. Josef Huber fürchtet, dass durch den verregneten Sommer die Quitten nicht süß genug sind. Hohen Zuckergehalt brauchen sie aber vor allem für den Wein. Am Anfang sind auch die Enkel noch eifrig dabei, der kleine Michael und der große Florian. Sagt mir einfach, dass du schon wieder so gewachsen bist und stärker geworden bist. Halt nicht rein werfen, sondern rein leben. Mit Gefühl. Weil die Quitten können ja auch Druckstellen kriegen. Die sind wie Äpfel eigentlich. Immer ein paar Tage sollen sie nachreifen allerweil, und da ist es besser, wenn man es gut behandelt. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall. Aber die darfst du schon nicht tun. Sehr schön. Gut. Dass sie auf den Boden fallen, macht nichts, weil der Untergrund im Quittengarten weich ist. Ja, genau. Umso härter sind dagegen die Quitten. Letztes Jahr, aber das war noch halt nur größer, die hat ungefähr so 900 Gramm gehabt. Und die ist genau über dem Stecker da runter gerollt und mir genau ins Gesicht rein. Aber da sitzt man sich noch halt hier und braucht man der Zeit, bis man wieder also einigermaßen tatkräftig wieder was tun kann. Heute sind zum Glück noch keine Verletzten zu beklagen bei der Ernte im Quittengarten. 150 Bäume stehen auf mühsam angelegten Terrassen. Ganz früher war hier ein verwilderter Südwesthang zwischen Maisfeldern und Wäldchen. Den haben sie gerodet und bepflanzt und sogar Räume gebaut für die Produkte, die sie herstellen und verkaufen. Fertig ist man nie. Richard Willleitner, der Schwiegervater von Hubertochter Steffi, ist mehr bei den gröberen Arbeiten gefragt. Das Filigranere übernehmen die Frauen. Elisabeth Willleitner hat einen grünen Daumen und kümmert sich um die Blumen rund um den Quittengarten. Ein lebendiges Naturparadies. Und ab und zu bekommen manche Bäume sogar aufmunternde Worte. Wenn da mal einer so da steht, den was nicht so gut geht, dann rede ich auch mit ihm so, na ja, heuer schaust du aber nicht so gut aus, aber nächstes Jahr dafür wieder besser. Jetzt mal, wenn ich rauskomme, dann kriegt er noch ein extra Tröpfchen Wasser und das passt. Und dann irgendwie denken wir, siehst du, hat doch geholfen. Zuspruch und ein extra Tröpferl Wasser, also statt Spritzmittel. Höchstens mal Natron, also Backpulver, oder im schlimmsten Fall Kupfer bekommen die Bäume 8 verschiedener sonnenliebender Quittensorten. Das ist zum Beispiel die Konstantinopler Apfelquitte. Apfelquitte, weil sie wie ein Apfel aussieht. Und das die portugiesische Birnenquitte. Weil nicht alle gleichzeitig reif sind, ist die Ernte gut zu bewältigen. Geschmacklich sind nach Josef Hubers Meinung alle gleich. Alle bis auf eine. Die Limonaise hat einen riesen Vorteil, weil einfach die einen Zitronengeschmack hat. Also es sagt auch der Name schon, Limonaise, Limone, die hebt sich ein wenig ab von den anderen Quitten. Die hat den Zitronengeschmack und hat auch einen leichten Honiggeschmack. Nach 3 Stunden Ernte sind schon ziemlich viele Kisten voll. Zeit für die Brotzeit. Erst die Bilanz. Wie viele Quitten sind es bisher?
Aber 27 Kistel, ja, ist schon viel. Dass sogar der Chef zufrieden klingt, ist sehr ungewöhnlich, sagt seine Frau Elisabeth Huber. Eines der wenigen Jahre, wo er viel singt. Wir singen immer viel. Wie ist das normal? Ja, dass eigentlich viel dranhängen und man muss sagen, wow, heute haben wir gar nichts. Aber ob sie süß genug sein werden für guten Wein? Zumindest sehen sie schön reif aus, findet Josef Huber. Die letzten Jahre haben wir immer noch ganz schöne warme Nächte gehabt, also bis fast in November. Da hat die Frucht nicht gewusst, wann es reif werden muss. Und das war einfach das Problem. Und jetzt heuer haben wir wirklich schon ganz kühle Nächte gehabt, also zum Teil auch schon 4 Grad, 3 Grad. Und da weiß dann halt die Frucht, aha, jetzt ist die Zeit da, ich muss reif werden und das merkt man auch. Trotzdem ist es immer ein Bangen, wie gut der Ertrag ist. Am Morgen noch schien der womöglich nicht so üppig auszufallen. Ich denke, dass wir heute also über 1000 Kilo haben. Es war eigentlich nicht so mit zum Rechnen, weil wir eigentlich gemeint haben, uns weiß noch nicht so viel reif ist. Ein unerwarteter kleiner Rekord. 1000 Kilo bester Früchte, die im Keller eine Woche nachreifen. So, machen wir noch mal einen Rundgang. 8 Tage später. Josef Huber überprüft mit kritischem Blick noch einmal die Presse. Ein Jahr lang war sie eingemottet. Da muss Wasser drinstehen haben. Oh, das haben wir schon die letzten Jahre erlebt. Also, dass wir da natürlich einen Elektriker gebraucht haben, weil einfach der Motor nicht mehr funktioniert hat. Dann kann es sein, dass irgendeine Dichtung nicht ganz in Ordnung ist, dass die irgendwo dann ein Schlauch undicht ist. Sein kann also immer was, obwohl Josef Huber seine Maschine kennt. Denn der Karosseriebaumeister und frühere Projektleiter bei BMW hat sie komplett selbst gebaut. Die Früchte kommen als erstes in die Waschanlage. Von Hand und durch das Wasser wird der Flaum von der Schale entfernt, denn der ist bitter. Über ein Förderband fallen die Quitten in den Häcksler. Die Maische kommt in die Bandpresse und dann läuft der Saft heraus. Den Trester, also die trockenen Reste, holt ein Schäfer als Futter für seine Schafe. Alles läuft vollautomatisch. Da haben es Elisabeth und Conny in der Küche nicht so gut. Sie müssen alles mit der Hand machen. Am schlimmsten ist das Schneiden der extrem harten Früchte. Einmal hat der Mo schon gesagt, er wird jetzt mit der Axt auseinanderschneiden. Aber das trauen wir jetzt echt nicht mit der Axt in der Küche hantieren. Ich habe wirklich ein gutes Messer. Nein, es geht schon ins Hemd und es ist jetzt nicht so leicht, wie wenn man einfach die Äpfel abschneidet. Also das ist definitiv kraftaufwendiger, auch zum Herschneiden. Die kleinen Stücke sind definitiv schwerer. Heute gibt es ein klassisches Gulasch mit Quitten verfeinert. Das macht das Gulasch sämig und das Fleisch ganz weich und zart. Und wenn man es über Nacht stehen lässt, sieht man die Quitte gar nicht mehr, weil das verkocht dann auch und macht auch einen guten, herben Geschmack. Für eine Nachspeise mit mehreren Schichten schneiden sie zuallererst kleine Quittenstücke, aus denen dann ein Mousse gekocht wird. Nachspeise Nummer 2 ist ein Klassiker. Bratquitte, genauso gemacht wie Bratapfel. Erst Kernhaus ausstechen, dann füllen mit Nüssen, Rosinen, Honig und Butter und für 20 bis 30 Minuten in den Backofen. Schon 4 Tage vorher haben Elisabeth und Conny Quittenbrot gemacht. Eigentlich eine weihnachtliche Spezialität. Auch dafür wird ein dickes Mousse gekocht, auf ein Blech gestrichen und dann trocknet es mehrere Tage an der Luft. Mir kommt es jetzt vor wie bei Kinderknete. Das ist in der Adventszeit natürlich sehr gut. So ein Punsch oder so oder warmen Tee. Lasst sie in Dosen aufheben auch. Verspeisen dagegen dürfen die Helfer nachher die Schichtnachspeise aus zerbröselten Keksen, dem Quittenmus, Mascarpone-Creme und Mandeln. Alle Beteiligten sind aber erst einmal gespannt, wie der Saft schmeckt. Und vor allem, ob er genug Öchsle haben wird zum Weinmachen. Frisch von der Quelle. So, dann probieren wir, oder? Genau. Auf das Jahr. Auf das Jahr. Wahnsinn. Ist heuer nicht so leer. Schaut jetzt mal auf 50 Öchsle. Mindestens 55 Öchsle müssen es sein für einigermaßen ordentlichen Wein.
Schwiegersohn Tom ist Chemielaborant. Er prüft, ob der Zucker reicht. 57 Öchsle. Das heißt, was kann man jetzt Wein Das heißt, draus wir können machen? Wein daraus machen und der Zuckergehalt ist einfach hoch. Also froh, glücklich, zufrieden oder wie? Oder? Ja, Auf alle Fälle. für die Voraussetzungen schon. Für das kalte Jahr sehr. Danke. Eine der letzten Flaschen vom vergangenen Jahr gönnen sie sich heute zum Quittengulasch. Denn in den nächsten Wochen steht noch viel Arbeit an. Ernten, pressen, abfüllen. Ein Hochleistungsbetrieb, dieser Quittenhof. Und die Leidenschaft einer ganzen Großfamilie. Gut.